Danke vielmals. Wir sind hier wieder im Studio, wieder mit Leo. Danke vielmals, bist du da. Und wie ihr wisst, das ist die Zeit, wo wir die harten Fragen stellen. Nochmal der Predigt, wirklich auf den Grund gehen. Und ich liebe, dass du das liebst, Leo. Das ist wirklich gut. Als erstes Mal, die Leute haben viel geschrieben im Chat. Sehr ermutigend. Jemand hat gesagt, Leo, hast du die Predigt extra für mich geschrieben? So gut, ey. Vielleicht habe ich sie auch für mich geschrieben. Genau. Bist du auch am Warten momentan? Für irgendetwas? Wir haben in unserer Familie 2 Familienprojekte, wo wir schon seit ein paar Jahren dran sind und auch schon Dinge unternommen haben, aber das bewegt sich keinen Millimeter nach vorne. Und ja, wie gesagt, es frustriert. Das ist ja die Aussage auch bei mir. Es frustriert, weil es geht dann zu wenig schnell nach vorne und man denkt einfach, ja, wie soll das überhaupt noch möglich sein? Kenne ich auch. Was hast du das Gefühl, was möchte Gott in dir tun? Ja, das weiß ich. In diesem Projekt weiß ich nicht. Also es ist eben so, da wo wir jetzt eben wohnen zum Beispiel, es geht um ein Wohnprojekt, da wir wohnen, finde ich so mega schön und ich kann mir nicht vorstellen, da auszuziehen. Und ich habe sogar gesagt, wir haben so ein Familienprojekt, wo wir gerne so ein Generation House bauen möchten. Und ich möchte nicht einfach das irgendwo bauen, sondern es muss einfach schon von der Lage her ein bisschen schön sein. Und dann, wenn man das Wort schön sagt, da sagt jeder Schweizer, ja, wie viele Finanzen hast du? Haben wir schon nicht. Also es braucht ein Wunder. Ja. Das heißt, ohne Wunder geschieht das Projekt schon gar nicht. Warten ist ja immer so auch emotional. Eben, je nachdem, Leute sind am Warten in einer Situation, wo sie gar nicht sein möchten. Vielleicht ist es gesundheitlich, eben, du hast es angesprochen, vielleicht Träume, die einfach nicht in Erfüllung gehen. Und das ist auch, ist ja auch noch schwierig. In so einem Moment bist du vielleicht schon enttäuscht. Und du denkst, wieso geht es nicht vorwärts? Und da eine lernbare Haltung zu haben, was möchte Gott tun, Gott ist am Werk, wie können wir diesen Turn machen? Weil das ist nicht ganz einfach. Du bist schon vielleicht enttäuscht und dann musst du noch ein lernbares Herz behalten. Und was kannst du damit auf den Weg geben? Also für mich sind so ein paar Dinge wichtig. Das erste ist einfach, ich muss mir immer wieder zugestehen, ich bin ein Schaf. Ich verstehe die Gedanken und die Wege Gottes nicht. Ich möchte sie. Es gibt natürlich Momente, wo man den Weg und den Willen Gottes besser versteht. Aber es gibt so viele Momente in meinem Leben, ich sehe wirklich nicht den Sinn und Zweck. Das muss ich dir wirklich sagen. Als wir jahrelang auf und ab gebaut haben für das Gebäude, war auch finanziell mega teuer. Es war nicht nur so, dass man sagen kann, wir sparen in Finanzen. Nee, es war sogar noch teurer. Und dann macht das keinen Sinn in dem Sinn. Aber ich musste mir immer sagen, ich bin ein Schaf, ich verstehe diese Wege und Gedanken nicht. Schon mal das Allererste. Und dann brauchst du wirklich Freunde, die zu dir sagen, hey, Gott wird einen Weg bahnen. Zur rechten Zeit. Gib jetzt nicht auf. Ich finde, diese 2 Komponenten, zu wissen, ich bin ein Schaf, ich verstehe die Wege Gottes nicht und die Gedanken Gottes auch nicht und dann Freunde sagen, hey, aber jetzt gib's auf keinen Fall auf. Und dann muss man in dem drinnen eine Dinge entdecken, die aber auch gut sind. Es sind nicht einfach alles plötzlich einfach schlecht. Und es gibt eben viele Dinge, wo Gott doch Dinge bewirkt und dich segnet. Und diese Dinge muss man, sage ich jetzt mal, muss man mit viel Aufwand wieder entdecken. Und die sind nämlich da. Ja. Ja, da kommt wieder das Bild wieder so gut rein mit dem Feuer. Du brauchst Leute, die Feuer haben. Wenn dein Feuer ausgeht, das fand ich so ermutigend. Jetzt aber gibt es vielleicht Leute, die sagen, gut und recht, Gott ist am Werk. Aber in dieser Situation und in der Situation ist die Person gestorben oder hat das in ihrem ganzen Lebzeiten nie erlebt. War er da nicht zu spät? Spät. Das ist im Hebräerbrief steht genau das geschrieben. Viele glauben selten, haben zu ihren Lebenszeiten die Verheißung nicht gesehen. Aber sie hatten Hoffnung. Und Hoffnung ist die größte Substanz. Und Hoffnung, habe ich schon letzten Sonntag gesagt, kann man nicht töten. Das ploppt immer wieder auf. Weil man hat die Hoffnung auch auf eine Ewigkeit. Und das hört sich dann immer so ein bisschen so billig an. Aber der Glaube von uns ist ja so, wenn man das theologisch anschaut, ist eine Pilgerreise. Dieses Leben ist eine Pilgerreise. Und ich finde es super, wenn unsere Pilgerreise schon schön ist. Aber das ist nicht für jede Person so. Aber dann, das Ziel, wo wir hingehen, der Himmel, ist für alle unglaublich schön. Und man muss diese Perspektive vom gesamten Bild vor Augen haben, weil sonst kann es schon sein, dass auf Lebzeiten es nicht aufgibt. Aber in der Brief steht geschrieben, sie haben das Ziel erreicht, aber auf Lebzeiten nicht gesehen. Und das ist ja die Spannung, wo wir drin sind. Aber die Hoffnung hat ja, der Hebräerbrief sprudelt ja von dieser Hoffnung, von diesem Glauben, trotz es nicht gesehen zu haben. Stark, ich denke, das ist so wichtig, diese Himmelperspektive zu haben. Ich habe vielleicht noch eine letzte Frage, Leo. Und die Leute sagen, du hast so provokant gesagt, Gott möchte etwas zuerst in dir tun, bevor er etwas für dich tut. Ist denn das für
in jedem Bereich oder für mich tönt das dann so, ja gut, ich muss mein Ding, also so ich muss auch noch etwas dazugeben und ich muss, oder? Aber macht er ab und zu auch Dinge für uns, wenn einfach wir noch nichts ihm Mhm. Zugang gegeben Mhm. haben, in uns etwas zu tun. Absolut. Gott macht viele Dinge, wo wir noch gar nichts gemacht haben. Also Gott hat uns zuerst geliebt, bevor wir ihn geliebt haben. Es gibt die Gunst, es gibt die Gnade, es gibt den Segen Gottes. Alle diese Dinge sind ja da, wie ich mache für meine Kinder auch viele Dinge, obwohl sie mich nicht fragen, obwohl sie nicht perfekt sind. Absolut, absolut. Aber ich wollte mit dem eben sagen, dass man eben die Wartezeit nicht einfach nicht nutzt. Es gibt eben viele Leute, die sind dann passiv und sie beten und sie warten, um zu sagen, okay, was ist denn das in der Mhm. Wartezone, das hervorploppt? Das so Themen, die man anpacken kann. Und das ist wie wenn man Single ist und es hast du ein paar Themen, wenn man die anpackt, nimmst du eben den Bonus, sag jetzt mal, mit in die Ehe, was ja dann ja nochmal eine Challenge werden wird. Ich wollte mit dem sagen, nutz die Wartezone für die Themen, die aufploppen, um das anzupacken. Und das ist in dem Sinne nicht negativ, sondern es ist ja unser Wunsch, Mhm. Jesus Christus immer ähnlicher zu werden. Und das kann man in dem Sinne auch so nutzen. Ja, ich danke dir, hast du einfach für diese ermutigende Message von Möglichkeit denken, sehen, was Gott tut. Der Glaube wurde geweckt, auch gerade dieses Video heute, das war so ermutigend. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich danke dir auch heute einfach, dass du dabei warst an diesem Sonntag. Ganz wichtig für dich zu wissen ist, wir haben am 24. an Heiligabend eine Online-Celebration. Leo und Susan wird dort sein, genau. Oder du, hoffentlich bist du dabei an diesem wunderbaren Tag. Also egal, wo du dabei bist und denkst, hey, ich weiß noch nicht, was ich am 24. tun kann, sei mit uns dabei, feiere Weihnachten, dieses wunderbare Geschenk von Gott, der seinen Sohn Jesus sendet. Hey, danke, warst du heute dabei. Wir sehen uns, wir werden jetzt eine kurze Pause machen und dann startet die zweite Celebration. Also wenn du erst kurz reingeschaltet hast, bleib einfach dabei, hol einen Kaffee. Wir sehen uns bald wieder.